Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge. Warum speziell? Ja, irgendwie, heute wird glaube lustig. Wir können viel erzählen. Zuerst nämlich, Oh mein etwa Gott. 3 Leute letztes Mal bis zum Schluss gelesen und uns Tinder 69 geschrieben. Das heisst, genau jetzt ist der Benz und der Schivo da nebendran. Wer ist das? Wer tut so Fotos auf Tinder, Alter? Hey, nein! Du musst dein Leben überdenken. An mein Tinder. Eine Frau, die muss sich das Leben überdenken. Was hat sie? Gar nichts, sie voll Blut überströmt, hockt in der Badwanne. So ein Bild tut man nicht auf, Oh auf nein. Tinder, Kollege. Lecker. Ich like alles, Mann. Das Tabea, die wird Ja, echt komm, like. liken. kann ich Nein, mir bekannt Mann, vor. nachher, das gibt weißt du viel Arbeit. Ich liebe die frische Luft, Sonne und plane immer schon das nächste Abenteuer. Ich mache gerne Musik und lasse den Abend auch einfach mal mit einem Film ausklinken. Sven, ne? Das ist Wife-Material für dich. Ich mache total gerne über mich selbst und finde, ich kann das mehr anschauen. Ich habe ja schon 2 Material. Super like. Ich kann das anschauen. Ich kann das finde es witzig, wenn du mitlachst. 9 Kilometer entfernt. Sollte ich Oh, vielleicht ist nicht echt so sagen. richtig unlustig und Ich schwöre, die Leute kommen mir alle bekannt vor. ui, weh. Männlich 23, weiss doch nicht, was er sucht, aber der wird einen Schwanz im Gesicht. Das ist. So, gut. Fangen wir an mit dem Podcast. Also, auf jeden Fall, ja, sind die zwei jetzt gerade mein Tinder-Profil am Durchgehen und alles am Liken. Und dann tust du Muss mit nie der Tinder-Profil Mythbusters. Wieso sind wir auf das gekommen überhaupt letztes Mal? Weil du. Ich weiss es nicht im Fall. Ich weiss es wirklich nicht, Sven. Noch nicht die dumme Idee gehabt. Oh ja, da. Irgendjemand hat. Ja, du hast ja auch gesagt. Ah, ist nicht gewesen, von wegen, ich habe das Zeugs verpasst. Weil ich Sachen verpasst habe. Nein, So. gar nicht. Es war irgendwie gewesen, von irgendetwas haben wir von Tinder geredet. Vom Und danach hast du Race gesagt, Hm? hey, wir sind gerade bei der 69. Minute. Wenn wir jetzt Tinder 69 in die Kommentare schreiben, dann mache ich jetzt das Tinder-Profil. Ist Ja, aber ich kann krass, nicht. dass Das, ein paar wirklich das durchschauen. hey, aber weißt du, was, eigentlich haben wir jetzt eine Rubrik gemacht. Oh Jesus. Mit den besten Tinder-Matches von mir, von meinem Konto. Ja. Ja, können wir machen, ja. Das Ding ist, ich habe, weil wir, to be fair, gegenüber dem Sven haben wir sein Profil so gemacht, dass auf seine Bilder, wenn ich so durchdrücke. Nein, das Bild ist scheiße! Oh mein Gott. Ich dachte, oh, wie ein Podcaster vor der Fuck-Tag. Und das Ende, wo wir lachen, ist beim Aufnehmen. Schau da. Das sind die 2 letzten Bilder. Oh nein! Super. Und das ist richtig schäbig, hä? Da, hoffe, Ja, kannst du es nicht umstellen? ich weiß Ich hoffe, nicht. es sehen nicht so viele Leute, die mich Ja, kennen. jeder, der da sieht, der Tinder hat und das Sven sieht auf Tinder, dann bitte liken und dann schreiben, Bro, ich bin da für ein Ding. Wir liken die alle. Also, kann ich das bearbeiten? Ne? Nein, wegen nur. Das sag ich nicht. Mhm. Ja, aber einfach wegen nicht. Und das Neue, wieder neu nicht so, richtig. Ja, aber Kollege, kann ich da zwischendrin etwas nicht tun? Wieso tust du alle weg? Ja, weil ich die Reihenfolge ist wichtig Ja, so. die kannst du nicht verschieben. Oh, Du Entschuldigung. bist ein bisschen zurückgeblieben. Man kann Loops aufladen. Mhm. Jetzt. Das musst du nachher alles rausschneiden. Nein, wieso? Wieso? Wenn ihr miteinander zum Reden seid, das interessiert euch keine Sau. Also gut, ja, erzähl mal, also. Sven, wie findest du das mit dem Tinder-Zeug? Du das später machen, du kannst dich nicht gleichzeitig konzentrieren. Wie findest du das? Wie findest du das? Ihr hört mir nicht einmal zu. Ich muss jetzt Geschäftsprofil. Ich hasse dir sicher so, ich bin nicht du, weißt du, ich kann los. Scheiß Kack, Wenn Alter. du wieder an meine Knöchel herheben, das Was hast denn du für Probleme mit deinem Knöchel? ist einfach gut. Das ist einfach ein krank, was ich da. Die Ski hat gestern schon die ganze Zeit mit mir knuddeln. Ja, das View ist ein bisschen schwul, aber es ist okay. Nein, bi. Ja, der Sven ist übrigens ein Bi. Also ich hätte ihn auch als Männer auf Tinder gefunden. Also wie ich das mit Tinder finde. Es ist ja so. Eigentlich ist es lustig. Ich habe das Gefühl... Vorher habe ich das Gefühl, wir sind fast schon ein bisschen zu alt, um so dumme Sachen zu machen, aber es ist lustig. dass wir das Wieso sollte gleich ich so noch alt sein, machen. um dumme Sachen machen? Ja, es lustig finde, zum Fake Tinder-Profil machen wir glaube ich eher so mit 16.
Nein, ich Aber- glaube mit 16 sagt man ja, ich mache ein Fake-Tinder-Profil, macht aber auch richtig, in der Hoffnung, dass man jemanden findet. Ja, vielleicht auch, ja, das. Jetzt gibt es sicher auch. Aber eigentlich finde ich es witzig. Ich hoffe, dass nachher nicht irgendwie Leute traurig sind. Du hast verwirrt. so fest Selbstbewusstsein über dich, dass du das Gefühl hast, Leute sind traurig, wenn sie merken, dass du eine Beziehung hast. Nein, nicht also, Finde ich gut, finde ich gut. Nein, Nein. sag wie es ist, finde ich gut. Du hast den Riss, schau nur schon die Ausstrahlung gerade. Dass du arrogant bist, das wissen wir ja mittlerweile. gestern Abend habe ich es wirklich bewiesen, nicht? Ja, ich glaube, du hast gestern einfach früher rausgeredet und sonst fühlst du dich auch so, wie du dich gefühlt hast. Aber du willst es nicht verpacken, weil Ja. du willst kein Arschloch sein. Ja, Er hat legit das Gefühl, er ist besser als alle. Ich finde das gut, Sven. Ich finde das wirklich gut. Mein Unterbewusstsein, ich habe nichts dafür. Nein, ich habe sicher nicht das Gefühl, dass ich besser bin als alle. Ich bin mir ja Ja, bewusst. du nicht ausreden musst. Ich bin mir bewusst, dass es nicht so ist. Und darum tue ich mich mega zurücknehmen. Aber so vom Gefühl her habe ich manchmal schon das Gefühl, so shit. ist schon dumm. Wir sind dumm. Ja, einfach so generell. Ja, mir, ja. Ja, mir. Nein, wir sind ja alle dumm. Es schläft eigentlich. Und, Aber das wenigste ist von den Dummen. und sonst Tinder ist, glaube ich, noch lustig, weil ich kann nachher die Leute so random Sachen fragen, die ich wissen will von random Leuten. Zum Beispiel, hey, wie kann man aus deiner Sicht die Welt verbessern? Und nachher habe ich 2 Antworten über und nachher haben sie keinen Bock mehr. Dafür weiss ich nachher, was sie denken. Das fände ich noch cool. Voll. Cool, wirklich cool. Wie findet ihr Tinder? Oder das ganze Konzept von Tinder und so? Hey, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Wie das jetzt nicht gut sein? Ich meine, das ist halt, du findest ja recht schnell raus, ob jemand legit ist oder nicht, weißt Mhm. Geht etwas verloren wegen dem? du? Mhm. Wieso sollte etwas verloren gehen? Ja, vielleicht, dass man irgendwie wie hat müssen, was es noch nicht gegeben hat, sich getraut, zum Frauen richtig ansprechen, irgendwo im musst ja jetzt Ausgang auch oder getraut so. mit Ja, ihnen da musst du rausgehen. auch anschreiben. Also ja, Und das jetzt ist ein musst du es bisschen einfach anders. Ja, aber liken und dann like dich jemand zurück und nachher weißt du schon mal, easy. Es ist schon Ist nicht ganz so klar, um was es einfach. geht. Und nachher schreibst du. ja, aber für Ah, die nachher Leute, musst die du die das so... krassesten Anmachsprüche raushauen, damit es klappt. Wenn du teilweise nur hey oder so schreibst, Ja, schreibst du gar nicht erst. ja. Du musst schon reinstarten Ja. mit etwas Gutem. Darum finde ich Bumble so lustig. Die Frau dann nicht mehr so, als müsste man so weiss ich wie anschreiben. Aber auf Bumble schreiben sie dann auch so, hey, hoi, wie geht's? Das, ja, hier ist der Moment, dass man so Was extra... ist Bumble? Was? Also was ist der Unterschied von Tinder und Bumble? Frauen schreiben sich dort an. Nur Frauen können dort anschreiben. Mhm. Witzig. Stimmt, das habe ich mal gehört. Ist es besser dort? Nein. Okay. Also die Leute haben, glaube ich, ein bisschen einen anderen Grind dort, aber... Ja, redet ihr nicht, Kollege? nein. Du musst jetzt mal das Handy weglegen. Ja, jetzt wieder. Ah, ich lasse euch zu, aber ihr redet so, wenn ihr zwei einen Podcast machen, das ist ja nicht der schlimmste Podcast, was es gibt. Ich bin der Kleber, der euch zusammenhebt. Der langweiligste einfach. Ihr sagt gute Sachen und ich bin einfach das Zwischenzeug, das die Sachen verbindet. Also ich habe noch schnell über mich geschrieben. Einfach, dass ihr es wisst, im Profil habe ich geschrieben über mich. Ich bin der Ultra-Öko-Vegan und versuche die Welt vor dem Klimawandel / den Menschen zu retten. Nein, das stimmt nicht. Das Was stimmt stimmt nicht. Ich will nicht die Welt vor den Menschen retten. Von Was denn? Ich will die Menschen Welt- in dem Sinn helfen. Vor der Welt retten. Mitretten. Vor sich selber. Also, du musst Menschen von ihrer Menschlichkeit retten. Ah, in dem Fall müsst ihr schreiben, will ich unsere versuche die Welt / die Menschen zu retten. Ja, das, was wir ja wollen in Zukunft. Ist, Unsere Zukunft will retten. ja, irgend so etwas. Die Ist ja- Ich versuche die Welt / die Zukunft der Menschen. Unsere Zukunft. Okay. Mhm. Unsere Zukunft zu retten. Vor dem Klimawandel. Elia. Hallo Elia, ich bin das Tinder-Profil am machen vom Sven. Wieso macht das, wenn das Tinder-Profil? Weil er verloren hat. Ich habe es verloren. Wir haben einfach letzten Podcast gesagt, wir haben nicht gedacht, dass irgendjemand bis zum Schluss zulässt. Und dann haben wir gedacht, hey, schreiben uns, dort scheint es gerade das Thema Tinder gewesen, 69. Minute, schreiben, wenn irgendjemand noch zulässt, Tinder 69, dann dürfen sie mir ein Tinder-Profil machen. Und
So. Du hast Ich habe schon, 3 Leute geschrieben. du hast schon ein Match mit dem Fabio. Wer ist der Fabio? Weiß nicht. Ui. Er ist bisexuell. Respektive, ich hab 3 Sachen gedruckt. Ich habe gedruckt hetero, bi und weiss, was habe ich gedruckt? Ist Noch nicht klar, oder? noch nicht klar, ja. So die Leute richtig abfucken. Ah, das ist Franzos. Aber er ist in einer festen Beziehung mal sehen. Er ist Zwilling. Ja, kann man noch herschreiben. Und man kann da schreiben, Covid-19 geimpft oder nicht geimpft. Zum ein paar Spuren schon mal wegziehen. Nein, die musst du Ist das genau lustig? reinnehmen. Die will ich fragen, wie wir Ja, ich kann es nicht rein tun. Ja, ich habe es nur gesehen bei dem anderen. Also, die Lisa liken wir noch, die ist 3 Kilometer entfernt. Jungfrau. Also, von Sternzeichen. Ja. Was ist das beste Sternzeichen? Ich habe ein Video gesehen, ein Video habe ich geschaut auf TikTok. Über Wagen, das bin Ja. ich. Ja. Aus Versehen. Und dann habe ich so viele Sachen bekommen. Und ich habe mir so gedacht, Jungs, wie könnt ihr an das glauben? So legit, wenn ich 2 Videos anschaue und schon so viel Gegensätze gibt. Und noch mich vergleichen kann mit dem, das macht noch Sinn, Alter. Das ist doch einfach wirklich nur, wenn man es will glauben, dann klappt es. Ja. Dann kannst du das so zusammen... Ja, jetzt, zusammen ja aber hey, Kollege, das kannst du dich nicht ernst nehmen. Ja, wenn du Dann musst du willst, wirklich die Sachen, die passen, was er überall dabei hat. So, ah ja, das passt aber noch, ah ja, das passt Ich aber noch. bin ein Mensch, ja. Hey, ja, stimmt. Wow. Das ist richtig gescheit. Leute, die im Februar geboren sind im Februar geboren. Das ist krass, ja. Das haben wir alle gemeinsam. Also, Nein, die Leute, die krass sind, sind nicht im Februar geboren, die sind schwul. Nein, du hast keine Ahnung. Ja, shit, du hast vorhin gewählt, dass das wenig Knödel massiert. Nicht Wenn du wissen, massiert? was für ein Knödel. Mein Abkühlen. Ja, der Lied sieht so herzig aus. Wenn du mal auf bist du in der Klippe gewesen? Ja. Wieso hast du Essen in der Hand? Das ist von deinem Gym. Wieso hast du in deinem Zimmer Essen? Ja, okay. Gut. So, erzähl jetzt mal was. Joshi, du musst das alles so zusammenschneiden, dass es einigermaßen lustig ist. Ja, was muss ich erzählen? Jetzt kannst du die Hälfte schon raus. Wir haben gar nicht aufgeschrieben, was wir so Gell? reden. Wir haben einfach wieder mal gestartet, so ganz unorganisiert. So. Vor allem, in der Idee langt mich ab, wenn er da hinten durchläuft. Ja. Jetzt, du kannst nicht gleichzeitig auf uns konzentrieren und uns so. Also. Ja, weißt du, warum kann ich das nicht? Weil ihr nicht redet. Du stinkst Scheiße. Ich rede ja, du Opfer. Ja, was? Ich kann kein. Du meinst, du redest, aber die Wörter, die aus deinem Mund kommen, das sind einfach Buchstaben. Boah, Alter, sind wir jetzt auf so einem Trip? Ich schaue so, wie ich sehe. Nein, Die Worte, nein, die er wir sieht, sprechen, aua! es ist wie, er sieht von lauter Bahn keine Welt mehr, er sieht von lauter Buchstaben die Wörter nicht mehr, wenn er rauslässt. Wie sein Mund nicht formt. Ja. Wie wir formen, ja nur Buchstaben. Und wenn die Buchstaben aneinander hängen, dann gibt es Wörter. So funktionieren die Buchstaben. Kommst du raus? Habt ihr gesehen, eine Umfrage in den USA, ob es wollen, dass das arabische Alphabet in der Schule gelernt wird? Was ja einfach unser Alphabet ist. Ja, wieso, was haben sie für ein Alphabet? 59% nein. Was haben sie wollen? Was haben sie für ein Alphabet? Es war einfach eine Umfrage gewesen, von wegen, schauen, wie dumm das noch die Rassisten sind. So. Willst du das arabische Alphabet... Aber eben, sie haben auch das arabische Alphabet. Ja, normal. Also, unseres ist ja das Wir haben ja auch das arabische... arabische Zahlensystem. Also abgewandelt, doch nein. Irgend so. Ob du willst, dass noch das genutzt wird, das gelernt wird in der Schule. Irgend so. Cool. Funny. Was hat das mit meiner Buchstabengeschichte zu tun? Ja, ich einfach erzählen. Und was hat es mit meiner Buchstabengeschichte zu tun? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was deine Ja. Buchstabengeschichte ist. Ja, das... Gio hat gestern Geburtstag gehabt. Ja. Ja, habe ich. Und mit dem Gio Alter, gestern ist so Sven ein hat Straubentag. Gleich Geburtstag. Was habe ich? Gleich Geburtstag. Ja, ich habe gleich Geburtstag. Ich bin Willst du reingekommen am erzählen, Nachmittag. Sven, von deinem Geburtstag? Ja, wir könnten das schon aufmachen, das Thema. Gestern bin ich am 4 oder so endlich mal hier in die Wege gekommen. Der Gio hockt tatsch verstrahlt auf dem Sofa. Wirklich, der hat nicht mehr aus der Schüssel raus gesehen.
Seine Augen sind, du hast wirklich ausgesehen, als wärst du fast am Brüllen, so gelassen. Wieso hast du das gefilmt, Kollege? Was? Gerade vorher? Ja, warum? Weil ich gesagt habe, ist am Tinder, kannst du nachher die Story reinpacken. Aha, Der okay. Schiu, wirklich, so glasige Augen habe ich noch nie gesehen im Schiu und immer so am Lachen, obwohl er so traurig war. Und dann bin ich zuerst mal gekommen, weil die Vorgeschichte war, der Benz hat erzählt, hat mir angerufen und gesagt, Sven, du hast mir geschrieben, Sven, du musst zum Schiu. Ja, der Schiu ist nachher. Er ist am Morgen aufgestanden. Der Schiu hat sein Leben so nicht im Griff gehalten. Und dann bin ich. Er hat so gesagt, ja, ich so, Josh, warum bist du jetzt wach? Wenn du Ferien hast, wenn du frei hast, bist du wach. Und sonst verschlafst du immer. Und dann hat er so, ja, weißt du, zum produktiv sein. Dann bin ich am Mittag heimgekommen, ist er auf dem Sofa gelegen. Und ich so, und, bist du produktiv gewesen? Er so, nein. Und er hat irgend so einfach Fernsehen geschaut. Du bist sicher 8 Stunden wahrscheinlich am Ja, vor allem nicht mal etwas. Du hast einfach verschiedene Serien angefangen, habe ich gerade vorhin gesehen. Ja. Wieso machst du das? Random Scheiß. Und nachher Weißt du, das ist so richtig, ich will mich da irgendwie hostagen. Es ist wirklich so, ich will das. Weil sonst wirst du nicht, die Serie ist nicht cool, easy, dann mache ich halt etwas anderes. Nein, du sagst eine andere schlechte Serie, Alter. Und nachher haben wir eben, dann, du hast mir geschrieben, oder angerufen nach dem Mittag oder so. Nein, erst nachher ist mir dann angerufen. Ich habe dir angerufen, ob du schon bei ihm bist. Zwei Gang zum Ski, schau auf den Ski, der ist voll sein Leben. Und nachher ist mir angerufen und hast gesagt, ich bin richtig traurig, der Ski wirft einfach sein Leben an die Wand oder so, irgendetwas so. Hast du gesagt, glaube ich. Und ich so, ja, ich komme gerade vorbei. Und nachher bin ich eben vorbeigekommen. Du, ja, aber das war auch schon, wo ich so nachgekommen bin. Das Ja, war voll, das ist so um halb vier. oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt gerade vorbei. Komm daher, hat der Ski wirklich... Wie du ausgesehen hast, nicht normal. Nachher haben wir zuerst darüber geredet, nachher haben wir die freie Willen-Diskussion gehabt, weil ich immer gesagt habe, hey, wenn du im Fernsehen schaust, bist du den ganzen Tag Fernsehen schaust. Checkst du, hat er nicht Wie du auch erzählt, besseres dass er Gewissen? gekifft hat? Ja, Hey, er holt kommt richtig noch. aus. wie So du richtig besseres vernünftig. Wissen, Ja. dann bist du halt nicht schuld, wenn du dran bleibst, sondern du musst in diesen bewussten Moment irgendwie deine Umwelt so gestalten, dass du nachher wahrscheinlicher bessere Entscheidungen triffst. So. Und dann ist der Benz richtig ausgerastet, weil ich gefunden habe, es ist mega dumm, was ich sage. Und Das nachher- finden sie halt eigentlich immer noch dumme Sachen. Für das, dass du so arrogant bist, erzählst du viel zu dumme Sachen. Hey, ich weiß nicht, ob ich wirklich arrogant bin. Und nachher haben wir dort Diskussion gehabt, das war mega lässig. Eigentlich, das ist etwas, was ich mega schön finde. Ja, ich habe das andere lustig gefunden. Dass wir so probieren, einander zu helfen, auch wenn es unangenehm halt ist. Auf jeden Fall sind wir darauf gekommen, dass wir mehr Sport machen und schauen, dass der Ski weniger Drogen nimmt. So. Das ist so klein. Hast du das? Aber das habe ich wirklich Wunder genommen. Der Benz hat ja nachher gesagt, dass amix, wenn du eine Abstinenz verschrieben bekommen hast und nachher wirklich das musst du abstinent sein für so einen Monat, 2, dass dir dann wirklich alles besser geht. Ist das wirklich so? Das ist ja voll krass. Ja, auf jeden Fall. Das war nachher. Sind wir gepostet, das war mega lässig. Ja, kannst du mega lässig sein? Ist doch lässig gewesen? Bist du wieder auf meinem Tinder oder was? Wieso ist jetzt posten lässig gewesen? Sie müssen nicht posten, ja. Ich weiss nicht wieso. Du findest das Sachen richtig Posten mit lustig. euch finde ich immer einfach gemütlich und schön. Das ist wie so ein Hobby Was Hobby. für mich. Ich könnte einfach jeden Tag mit euch ein bisschen posten gehen. Gehst Shopping machen? Nein, nicht Shopping, sondern es muss schon sinnvoll sein. So essen oder so halt. Ich will nicht irgendwie mit euch gehen. Kleider anschauen sind schon oder auch so. noch gut. Brauchst du auch. Nein, habe ich ja schon. Auf jeden Fall, ja. Nachher sind wir heim mit Hotdogs posten. Und nachher sind wir heim. Dann sind wir da geguckt, haben ein bisschen geredet, so lustig und so. Und nachher ist es passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr solltet es mal erzählen und ich erzähle es nachher aus meiner Sicht. Mir ist das Erzähl jetzt mal aus eurer Ja. Sicht und ich Ja, erzähle es das nachher aus ist meiner einfach der grösste Mongo. Die Joshi hat über seinen Vape-Tag an. Die ganze Zeit voll versplifft gewesen. Und dann sagt einfach die Joshi zum Sven, ja, nimm mal einen Zug. Und der Sven hat sein Leben lang immer so gesagt, nein, ja, ich rauche das sicher so scheiße und so. Nein, ich habe nie immer gesagt, ich will wie nicht. Nein, er hat gesagt, ich will gar nicht. Schiss auch davor und so. Ja, und er wird nicht Kontrolle verlieren oder so irgendetwas. Und er hat das nicht gerne und so. Und auch Alkohol trinkt er ja nicht wirklich. Und dann nimmt er das hure Gerätli und zieht einfach da, ohne irgendwie, dass man ihn hätte müssen überreden Aber oder er so. hat nicht einfach dran gezogen. Er Nein, hat das er- Leben aus dem Vape Ja. rausgesucht. Er hat gerade das Gefühl, als wäre es der Millionen-Blowjob, den wir schon mal hatten.
Als wär's der, Alter. Er hat dran gezogen, Kollege. Es hat sich nicht angefühlt, dass würde irgendetwas passieren. Ja, aber das Lämpchen hat geleuchtet. Als würde überhaupt etwas einstellen. Und dann habe ich so, was passiert gerade? Und dann sehe ich so, wie er zieht. Und ich so, ja gut, der wird wahrscheinlich keine Ahnung, wie man raucht und darum zieht es nicht die Lunge. Dann sehe ich so, wie ich seinen Brustkorb gelöst wird. Ich so, oh shit. Und dann so, Sven, die Ware verhustet, weißt du wie? Und dann hört er auf. Lässt so den Rauch raus und macht so. Und das ist fast gestorben. Man muss die Luft noch ein bisschen anheben, dass sie Das hast du auch noch gemacht. Zum Dunderpalten. Ja, ich habe gedacht, irgendwie muss das ja richtig Dann hast du, glaube ich, vom Sauerstoffmangel recht schlecht gegangen. Ich will auch nichts sagen. Ich will ja wirklich nicht sexistisch sein oder so, aber ich glaube, als Schwule, die liken auch einfach alle Männer, die sie haben. Weil bis jetzt habe ich mit jedem Mann, der ich geliked habe, direkt ein Match gehabt. Was? Ja. Was? Ja, weiter geht's. Christian 20 Kilometer entfernt. Nein. Nein. Ich bin doch nicht 20 im Oi, Monat. oi, Ja, oi. nein, ich weiß nicht, ob das richtig Ja, das ist kein Like. Wie kann man der? Nein, also gut, ja, Entschuldigung. Der ist komplett. Schau dir an. Schau dir an. Der. Du denkst so, was ist mit dem? Er hat einen Fußfetisch, er schreibt es da auch rein. Und schau ihn an, du hast so da, okay, er tut einfach Handörgeln. Schweizer. Ein chinesischer Schweizer, der Handörgelt. Easy, ja, chilliger Sieg. Und dann einfach so, ich will die Ficken, komm noch, ich will die Ficken. Ist das ein Video, kann ich das anschauen? Nein. Aber ich will dich ficken! Das sieht aus, als wärst du aufgemalt, Alter. Der hat massiven Körper. Er will keine Kinder. Ja, komisch, wenn man schwul ist. Wo sind wir gewesen? Ich weiß nicht, wo wir waren. Ah, und nachher, ja, dass ich einfach nach dieser Vape gezogen habe. Ja, genau. Und er hat sich verhustet. Und eben, man muss ja sagen, das kleine blaue Plastikteil, die Vape, ist ja eben irgendwie mit Gras oder mit... Zuerst hatte ich das Gefühl gehabt, so wie ich es verstanden habe, das ist wie so ein bisschen... Ein Zug passiert ja noch nichts, normalerweise. Ja, eigentlich ja schon nicht. Und irgendwie eben normal so klein... Und ich weiß auch nicht wieso, dass ich dann dran gezogen habe. Aber ich habe dann einfach dran gezogen. Und das ist ja fast krepiert. Und nachher bin ich einfach 6 Stunden lang, bis wir pennen sind um 12 Uhr, bin ich einfach weg gewesen. Ja. Ich war einfach drauf gewesen. Wegen einem Scheißzug. Und ich wollte so langsam reingehen. Und es war wie so ein schlechter Film, sorry. So eine schlechte Komödie, wo irgendwie einer so findet, so, ah ja, so kurz mal anfangen. Kommt der Elia rein, deine Brüder, Ja. halbe Stunde nachdem ich irgendwie voll weg bin. Und findet so, was er hat an dem gezogen. Das ist kein normales Gras, einfach so ausgezogen, sondern das ist irgendein Harz, wo voll komprimiert alles. Dabs, ich weiß nicht, was das ist. Voll komprimierte Scheiße, das härteste, was du überhaupt kannst dir reinpfeifen. Und ich das erste, was ich überhaupt in meinem Leben jemals irgendwie so gemüht oder so, gerade das. Und nachher, Ein Zug. ja, jetzt habe ich es gesehen. Cool. So, ich habe jetzt fertig gesagt. Tagesding. Aber eben, erzählt mal bitte aus eurer Sicht, wie es war, weil ich will es eigentlich Ja, gerne das Sven ist einfach... Ja, was, er tut so, als würde ich nicht mehr wissen. Ja, Du hast er einen weiss Zug, gehabt, du alles. hast einen Ich scheiß weiss. Zug, Schau, gehabt, du hast die grösste Missgeburt. Ich weiss schon. Schau, wenn er so tut, als würde er nicht rauskommen. Sven, schau, gestern Abend hast du so tun. Wie du dich wirklich fühlst. Das ist das, was ich gedacht habe während dem Abend. So, shit, jetzt kommt meine wirkliche Person. Der für, das sassy ist nicht Sven. gut. Ja. Ich bin wirklich... Das habe ich aber auch, wenn ich Ich gerade bin so überheblich gewesen und habe einfach alle angefickt. Ich habe euch einfach alle beleidigt. Das habe ich noch im Kopf. Ja, zuerst bist du auch mal da geguckt und so. Ja, zuerst verschauen. Ja, das ist gar nicht geil gewesen. klar. 3/4 Stunde und ich so, ja, weißt du, nein, die Zeit kommt dir anders vor. Ich sehe die scheiß Uhr. Ich habe jetzt 3/4 Stunden am nichts machen, da am Hocken für nichts. Habe ich in die Fresse. Du bist erst mal da, wie eine Stunde gestanden und hast uns zugelassen, wie wir miteinander geredet haben. Dann hast du gesagt, ich habe Angst. 2 Minuten. Es sind nicht mal 2 Minuten vergangen und du bist schon dort gestanden und hast erzählt so, wie lange sind wir schon da? Nein, das stimmt nicht. Ich habe nichts von Zeit. Ihr habt nachher, als ich da geguckt bin, so, ja, chill, das war erst eine Minute. Mir doch scheißegal, wie lange das war. Ja, du hast so tun, als wäre irgendwie einen halben Tag vergangen. Ja, ich wollte nicht erzählen, wie sich das anfühlt. Ich habe gedacht, das ist schon noch spannend so zum Wahrnehmen. Und ich bin wirklich auf einer anderen Ebene dann halt so, auf der zweiten Ebene und keine Ahnung, und kommst nicht mal alles mit über und irgendwie... Und dann überlegt, okay, ja, in dem Fall Hirn und so. Unsere Hormone haben das schon recht im Griff, schon krass.
Und ich will erzählen halt, dass ihr so ein bisschen wisst, was bei mir abgeht. Ich denke, das findet ihr sicher auch noch spannend. Ja. Dann habe ich euch erzählt, hey, ich habe ein bisschen Angst, einfach, dass ihr es wisst. Du bist schon krass, Sven. Du hast das wirklich gut gemacht. Ja, Das ist einmal so und nie dumm mehr. gewesen. Das war so dumm. Gewesen. Ja, schon. Vor allem, wenn es mir erstaunt, das wäre nicht ein Zug von dem bekannt. Die anderen sind natürlich noch gekommen, sind in dem Zeug am An dem Locken Zeug gewesen. rumgesogen, wie als wäre es ja. irgendetwas. Das wäre schon ein Wasserpfeife. Alter. Hey, nein, ist sicher nicht normal. Du hast den ganzen Nachmittag schon gesplifft. Du bist sicher nicht normal, Kollege. Ja, Ja. auf jeden Fall. Es ist nicht empfehlenswert aus meiner Sicht. Das ist gut. Drogen werden nicht verherrlicht. Ja. Drogen Es sind ist schon, schlecht. Für vom alle. Gefühl her ist es schon easy gewesen, so. Es hat dann irgendwann eben, was ich mega schade Du hast gefunden so viel habe, gegessen. was ich mega schade gefunden habe, Das wäre nicht so fest gesündet wie noch nie in seinem Leben, Alter. Kollege, du hättest erst immer noch so tun, nein, ich darf nicht zünden, aber er hat sich richtig gefreut auf die scheiß Wienerli. Er ist die größte Missgeburt. Und dann habe ich gesagt, Hey. Sven ist wirklich sonst weggeworfen. Und dann hat er gesagt, ah ja, mach mir noch einen Hotdog. Und dann wieder wie früher, genau wie früher. Früher war es nämlich auch immer so. Gewesen. Ja, aber nicht 3 Hotdogs, machen wir 2, aber mit 2 Würstchen drin, weil mehr Fleisch ist mehr besser und weniger Brot, weißt du? So eine Misse da. und nachher noch so Tomaten, du hast mich noch gefragt, was ich drin will, so Gurken und Tomaten so Zeugs. nicht, ich habe gesagt Püllen. Ja, und noch jemand hat Gurken gefragt und so. Und Und ich ich habe alles sag- Nein gesagt und du dich voll aufgeregt. Was, du hast einfach nur ein Würstchen drin. Ja, die sagen, ja, die Hure fressen. Nur kein Gemüse, sicher kein Gemüse. Sicher kein Gemüse, das war wie früher gewesen. Nein, früher. Oh mein Gott, früher war das genau so gewesen. Wenn wir noch mal etwas gegessen haben, Alter, er ist immer so komisch, er hat es immer so komisch gefunden, dass wir irgendwo Salat rein tun haben. Der hat den Döner einfach mit Fleisch und Döner gegessen. Oder, was er auch manchmal gemacht hat, ist Dönerburg so in Pommes. Nicht häufig habe ich das gemacht. Aber das hat er auch schon gemacht, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Das Das haben sie noch nie gemacht. so nicht. Einfach nur Fleisch. Und ich Ja. sehe genau, dass wir nicht richtig Freude haben. Du bist einer, das macht dich eigentlich noch so viel grösser Motherfucker. Dass du willst die Welt retten, auf Fleisch verzichten, obwohl du mehr Freude hast als alle anderen Menschen an Fleisch als irgendjemand anderes. Das ist wirklich krass, Sven. Das kann man dir hoch anrechnen. Fühlen Fleisch schon, so vom Geschmack her einfach. Auch irgendwie das Käsezeugs, wo eine Art so veganer Käse und so, ist einfach nicht Käse so. Es ist einfach nicht fein. Müssen wir ein Für mich. Intro machen für das Tinder-Zeug? Was erzählen wir in dem? Ja, wir können jetzt zum Beispiel ja, einfach Chats verläuft. Ja, von mir. Aber was war sonst noch gewesen? Ja, nichts. Ich bin wirklich einfach arrogant gewesen Du und bist die habe ganze Zeit am beleidigt. Fressen gewesen und hast anderen Beleidigungen aufgeschmort. Ja, aber es ist nicht so, also wie es für euch gewesen? Ist okay gewesen? Ich kann sowieso lachen. Das war recht lustig. gewesen. Ja, da bin ich froh. Einmal hast du den Band so richtig weggefrontet. Also Wegen richtig. Comedian, Stand-up-Comedian und Ja, Ja, so. das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich habe nie gesagt, ich will Stand-Up-Comedian sein. Ja, das war irgend so ein halber Traum auch gewesen, irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie Du bist auch komisch Ja, gewesen. da ist schon recht so lachen. Ja. Die hast jetzt nicht aufgehört zu lachen. Nachher hat Mimi noch irgendwie etwas gesagt, dann habe ich irgendwie gesagt, ja Mimi, du musst nicht lachen, wenn er Stand-up-Comedian bist, bist du die Hausfrau, und er sich darüber lustig macht auf der Bühne. Ja, die meisten Witze hat schon nicht so gut gewesen, wenn man es im Nachhinein anschaut. Und ich habe mich so lustig gefühlt, Ja. das ist Es nicht war halt normal. nicht lustig gewesen. Wow. Aber man sollte es einfach dabei belassen, dass es lustig war. Mhm. Und wenn du es jetzt wieder aufholst, dann merkst du, dass deine Witze alle schlecht waren und du bist Ja, traurig. ja, ja. Das ist Und wahrscheinlich deswegen hat so sich gerade krass. gefühlt wie der grösste Stand-Up-Comedian an dem Abend. Er hat mich roasten, indem er seine Gefühle Ja. ausgesagt hat. Ja. Ich schon immer wollte Stand-up-Comedian werden. Nein, aber du hast das Gefühl, du bist gestern Stand-Up-Comedian. Aha, ja. Mhm. War richtig unangenehm. Aber nein, das habe ich vorhin Fast sagen. Hose geschissen gerade. Das habe ich vorhin sagen. Mhm. Was ich mega schade gefunden habe, in den Momenten, wo ich es so ein bisschen bewusst wahrgenommen habe, war es mega langweilig gewesen. Und in den Momenten, wo ich so phasenweise wie weiss, okay, ein paar Sachen, also wo ich auch weiss, dass ich mega gelacht habe und so, und ihr es auch mega lustig gefunden habt, von diesen Sachen bin ich nicht wirklich präsent gewesen. Dort habe ich nicht viel mitbekommen. Und danach, als ich wieder langsam eine Art so ein bisschen bewusst geworden bin und so wahrnehmen, dort war es nachher wieder einfach langweilig gewesen. Und ich konnte nichts machen. Ihr, wo ihr pokert habt, ich bin so einfach verstrahlt daneben geguckt und nichts machen. Und ich zugeschaut, wie ihr die dümmsten Entscheidungen trefft im Poker. Was sich ausgezahlt haben für mich.
Ja, du hast einfach wieder Glück gehabt. Das habe ich aber auch schon von Anfang an gesagt. Das ist nicht normal. Ja, voll. Das war der Abend. Für dich war das voll der normale Abend einfach. Das geht. Du hast ja Geburtstag gehabt. Ja, aber weißt du, was ich meine? Für dich ist das wie so, ja, easy. Und für mich, ich weiß nicht, ey, ich muss mich jetzt 2 Tage von dem erholen, was gestern Abend passiert ist. Das war nicht so lustig. Er hat die ganze Zeit gesagt, sag es nicht dem Nadine. Hä? Habe ich gesagt? Ja. Sag jetzt nicht am Sag Nadine. es nicht dem Nadine. Wir Ja, ich schreiben würd's nie ja. mit dir, aber mit dem tun wir ausführen. Ja, dann habe ich gesagt, ich schreibe eigentlich nie mit dir, aber das, wenn das schreibe ich. Aber ich bin, Du hast selber mit dir geschrieben, nicht? ich habe ihr kurz noch gut nachgesagt oder so. Hast du ja noch gerostet? Und das Nein, ja, So, hey, du. hast du so gesagt, Kollege, gute Nacht, ich bin so bekifft. Nein. Das darf man im Podcast nicht erzählen, aber das ist schon lustig. Was? Was? Oh, Was ist das? wegen dem Dusch. Ja. Oh Mann. Das hat es mir mega lustig gefunden. Also, ich weiss, also, es wäre nicht einmal schlimm, das kann man schon erzählen. Ich rede mit dem Nadine über das Zeugs. Ja, aber es ist gar nicht so lustig. Ja. Joshi, wirst du das Jahr bumsen? Ja. 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 Aber da geht es nicht um mich, da geht es um Sven. Wenn ich mal jemanden finde, der auf mich anspringt, wo nachher das Gespräch kann und sagt, hey, ich bin leider schon vergeben, aber ich habe da einen Kollegen. Aber wir haben schon so viele Matches. Ja, kannst du schreiben. Alles Männer einfach. Ja, wirklich. Der hat nur Tinder gemacht zum Werbung machen. Das sind 2 irgendwie Techno-Leute oder so. Kannst mal runter, schau da. Das sind DJs, die haben nur das Tinder-Profil für Werbung. Das sind halt das gleiche wie wir mit dem Podcast. Ja. Ja, ich habe ja auch einen Podcast drin. Vielleicht hören ja ein paar Leute rein. Meinst du, jetzt hören... Ich habe vielleicht mega viel... Oh shit. Alter, der hat so richtig... Vielleicht haben wir jetzt mega viel Schwule. Ja, jetzt haben wir Oh, richtig dieser viel Podcast- Hate nachher. Oh Nein, no, das ist gar nicht gut. das ist wirklich nicht gut. Ja, aber wir können jetzt einen Schnitt machen, dann könntest du den ersten Riss-Spruch schneiden. Also von dem brauchst du so richtige Serienmörder-Vibe. Ja, aber das ist gut, dann schreiben wir. Wir können jetzt das Intro einsprechen Oh und dann no. tun wir uns einen lustigen Text überlegen, den wir schreiben. Wir schauen jetzt das Profil an und lesen so, was er hat und dann tun wir den perfekten Anmachspruch zusammen im Nein, Podcast. ich will nicht wirklich die Leute anmachen. Also Also, der- dass sie das Gefühl haben, sie werden wirklich angemacht von mir. Mal, das sind ja alle Schwule, mit denen hast du nichts zu Die tun. sehen ja richtig straub aus. Ich habe mir das letzte überlegt. Ich bin, glaube ich, etwa in jede zweite Person Verliebt. verliebt. Oh mein Gott, der ist so ein dummer Spaß. Der andere hat schon 7 Likes. Wieso bist du verliebt? Wieso kann man die nicht anschauen? Ich könnte mich, glaube wirklich so in ein von 3 Personen, die ich zu tun habe damit, die ich richtig lässig Der finde, ist so, ja yo, schlimm, Alter. könnte ich mich locker verlieben. Weil es einfach alles lässige Leute sind. Nein, Nicht? den hast du nein, den hast du nicht gesehen. Habt ihr das nicht? Der ist ja ganz schlimm. Was? Habt ihr das nicht? Was? Dass einfach so viele Leute so lässig sind. Ja, aber nicht verlieben. Aber nicht verlieben. Ja, aber so verlieben im Sinne von, das ist schon ein cooler Mensch. Ja, ich könnte- Ja, aber Sven, willst du mal die Leute anschauen? Habe ich ein gutes Profil? Das ist schon ein gutes Profil. Mhm, aber das will ich rausnehmen. Zuerst ist es sehr gut. Welches? Was haben wir als Ja, erstes? jetzt habe ich es drin, das ist ja gleich. Was haben wir als erstes? So, Das für die Gitarre. gefühlvoll und... Oh no, Tief. wirklich? Nein, das ist voll übertrieben. Shit, Du bist 25, Sven. das würde ich gar nie als erstes drin. Wollen wir jetzt darüber reden oder nicht? Über was? Der sagt unklar. Der sagt unklar, genau. Hetero, bi, Terzeit unklar. Finde ich gut. Finde ich wirklich Schwiss gut. und so weiter. Vielleicht sollten wir einfach das Bamble noch machen. All die Männer, die mich anschreiben, die sind alle sicher so, da können wir dem beibringen, was es ist, wie es ist, schwul zu sein. Nein, ich glaube es nicht. Und bei mir steht derzeit unklar. dann haben Wenn wir du tust alle in den Topf scheren, das ist eigentlich kein frech. Du bist ein böser Mensch. So, jetzt haben wir das gemacht, Sven, aber jetzt musst du mal unser Zeug anschauen, was wir da haben. Wir wollen jemandem schreiben, du darfst entscheiden, wem. Und bitte lachst die Leute nicht aus, das wäre frech. Also, wir haben einmal den Lauch. Der Der Lauch ist nie aus dem Anschreiben, die machen Werbung, das ist blöd. Ah, das stimmt, ja. Der Adrian. Wer hat zertifiziertes Profil? Ich weiß nicht, dürfen wir das oder geht es gegen Datenschutz? Adrian, nein, es Wieso gibt sind das tausende gegen Adrians auf Datenschutz Tinder. gehen? Ja, gell, das... Keine Ahnung. Das kann jeder sein. Gut, der Adrian. Der Adrian schreibt: Hallo.
Ich bin ein netter, sympathischer Mensch. Chaotisch, aber Lustig. lustig. Mit I geschrieben. Ich bin eher eine introvertierte Person. Ich bin auf der Suche nach einer festen Beziehung. Nein, das hätten wir sicher nicht anschreiben, weil dann... Dann kannst du deine Fotos anschauen. Und, schau, es wird noch interessant. Ah nein, der ist ein Psychopath. Den wollen wir wirklich nicht anschreiben. Der ist auch sehr immer der Vibes. So, da haben wir den Adrian. Nochmal Adrian! Hat der andere nicht auch Adrian geheißen? Doch. Die heißen alle Das Adrian? ist alle Adrian. Und sind 21. Ja. Into music, good talks, walk, coffee, ja, fashion, Sport, Restaurant und lot more. Open and kind communication is key. Hey, das hast du schon mal gemeinsam mit ihm. Open-minded communication, ja. Kommunikation ist der Shit. Details doesn't matter. Der Hot kommt Yoga. von Luzern. Was ist Hot Yoga? Ich weiß nicht, was Hot Yoga ist. Aber schau ihn an. Der ist er. Entweder schreibst du ihm nach. Was ist ihr am Suchen? Ich weiß nicht, nicht schon. Und dann mein Favorite ist er. Das ist der Mathe-Teacher, der dich aber nicht mit Mathe teachen will. Was? Ausser du willst es. Ich habe Italienisch, Englisch, Deutsch, ein bisschen Französisch und was ist Estländisch? Oder was ist das? Spanisch. Hobby Oh. Pole Dancer. Ja, genau, das habe ich, darum ist mein Favorit. Then somebody get it when she dancing oder he dancing like a stripper. Da könntest du mir schreiben, wir können immer so etwas schreiben, wie du kannst mal an meiner Stange zeigen. Nein. Oh. Mann, nein. Das ist mir Oh, wir haben richtig sogar- unangenehm. All die Leute, weißt du, das interessiert mich so null. Wir haben noch ein neues Match. Ist gerade das reingeflattert. Nichts Ernstes! Offen für Dinge, das hast du auch drin. Ist der Glarner. Talmalbad Youth und Kids der 90er. Internet. Weniger als 1 Kilometer entfernt. Der ist da. Nein, der wohnt auch mit uns. Der will dich. Oh! Er hat dir nachher geschrieben. Hey, alles klar. Ja, jetzt haben also wir sind jetzt da gerade im Podcast und es hat uns gerade jemand nachher geschrieben, darum hat ich das erledigt. Wenn wir schreiben, dann wir schreiben den Mann. Das ist hey, bei mir ist alles klar und was bei dir ist klar? Also soll ich schreiben? Nein, das ist richtig Das unangenehm. schreiben wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, Hey. wieso ich so schlecht mit dem klarkommen. Ja, voll. Voll. Bei mir ist alles top. Und bei dir so. Bi. Soll ich bei? Ich klammere. und bei. Bi. Und einfach nur ein Bi hineinhängen. Bei dir so. Das machen wir. Das machen wir. Bi. Also, jetzt haben wir zurückgeschrieben. Hey, ja, voll, bei mir ist alles top und bei dir so. Irgendwer wird das nicht mal sagen. Das muss er auch gar nicht. Hast du geschrieben? Geschrieben? Wahrscheinlich könnte er sich ins Lachen. Das ist irgendwie ein Nachbar, ja. Oh shit. Er ist gerade viel zu alt. Nein, Kind der 90er. 92. Und der sieht immer wieder das Sven und denkt sich so, oh, was ein Leckerbissen. Und jetzt hat er auf Nein, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wir sind das am Aufnehmen. Hey, ich habe ja Wer hat das gehört? Ich habe ja vor... Nein. Nein, wir, Ich habe von Anfang an gesagt, dass es mir unangenehm ist. weil, aber wieso machen sollte die, es nicht was können hören, wenn wir den Podcast bewerben mit deinem Tinder-Profil? Ich habe ja das Foto am Podcast. ich- Mann, nein. Und Hobby-Podcast, das sollte ich eigentlich Ja. auch noch reinschreiben. Hobby-Podcast. Slash, mit allen, die wir schreiben, wir machen die lustige Bürger. Das ist doch nicht... Also eben darum... Vorhin so du, als wäre es irgendwie darum gut. Oh dass ich nein, irgendwie- oh nein. Okay, wir hören auf mit dem. Ich glaube, das ist das einmaligste Format. gewesen. Das ist mir jetzt schon am Hang gesangen. Auch bei dir heim am Langweilen und schmutzige Gedanken haben. Alter, nein! Nein, Alter!
Das geht ja ab, da schreib mal, das geht ja voll ab auf Tinder, was ist los? Nein! Nein, hör auf! Nein, wirklich. Nein, das sagt Nein! das Dirty Talk Ding, das habe ich nicht. Unangenehm, Alter. Der ist 1 Kilometer weg, der laufen wir noch irgendwo im Migros entgegen. Und Oh mein Gott, schaut weißt du, mich was so noch an. lustiger ist? Und ich habe Gesichtsblindnis, ich kann mir das nicht merken, ich weiss nicht mal, wer... Nicht lustiger ist, wenn du dich mal gesehen zum Landsgelände stehen. Ich glaube, jetzt war er gar nicht Das Landsgelände. sind nachher so Chats, die veröffentlicht werden. Mit so Geheimnissen. Oh, ja, du bist ja kein AfD. Politiker da. Der Politiker ist schwul, er ist Der Junge, der will hetero. Landrat werden. Du bist grün, von dir erwarten wir nichts anderes. Ja, gell. Das ist eigentlich gute Werbung für dich. Was? Jung und aufgeschlossen. Aufgeklärt, ja. Eigentlich Was ist ist das gute Werbung. aufgeklärt, um Leute auf die Ich würde einfach sagen, wenn es dann öffentlich... Das einzige Problem ist, wenn es öffentlich wird, ist, dass dein Vater enttäuscht ist von dir. Oh mein Gott. Was hat er geschrieben? Ist er schon auf mich gegangen? Ist er schon auf mich gegangen? Also er hat geschrieben. Also was wir geschrieben haben, eben, wie läuft so? Und er hat geschrieben, auch. Bin die heil langweilig und schmutzige Gedanken. Hat er nicht geschrieben. Ah, Was für Gedanken so? Vor allem Fragezeichen mit dem Augen zu Affen. Affen. Smiley. Und dann hat er geschrieben. Zu Joshi das vorlesen. Aber so wie du denkst, dass er das sagen würde. Was, ich kann nicht sagen. Bitte sag. Ruhig, jetzt. Genauso wie du es sagen. Ja, mal so richtig wieder in den Arsch gefickt werden. Wir machen keinen Witz, das ist so. Wow. Mann, schau, weißt du, ich finde es. Schreib mal, frag mal, bist du in dem Fall Ding ist devote? Oder bist du auch Ding aktiv? Gib mal. Ich will nicht. Weißt du, ich komme raus da mit diesen Ja, bisexuellen schau, das Gesprächen. Ding ist, ich finde das ultra lustig. Aber der Dude, der ist doch nachher enttäuscht, wenn ich ihn einfach. Das ist doch scheiße. Kann ich, wenn du jemanden so anschreiben auf Tinder. Ich habe jetzt geschrieben, also bist du devote oder auch aktiv? Devote, was heißt das? Wie heißt das? Ist das Gegenteil von dominant, oder? Er lässt sich ficken. Mhm. Und aktiv wäre, dass er fickt. Man, ich finde, hey, wirklich, es ist mir Jetzt schreibe ultra ich bin eigentlich nicht so der Ficker, weißt du? Ja. Wenn wir das abbrechen, wenn wir es rausschneiden, auch zum Schutz für... Es ist aber schon lustig. Es ist, eben, ich finde es voll lustig, aber ich weiss ja nicht, wie der drauf ist, ob der nachher voll pisst ist und traurig und so. Wir machen uns ja gleich lustig über eine Person, so. Und das, mit dem komme ich nicht so klar. Vor allem, weil mein Gesicht der Tropf ist nachher. Stimmt. Er hat geschrieben, er tut nur blasen und lecken und sonst ist er sehr passiv und devot. Nein, passiv und sehr devot. Das heißt, er wird sehr dominiert werden sehen. Kannst du mir schreiben, danke, ich habe gerade herausgefunden, dass ich wirklich nicht homosexuell bin. Sorry, ich habe gerade... Was soll ich schreiben? Ja, komm, Nein. schreib's Nein, dir das ist da. ja hässig. Ja, eben, irgendwie wird dir jetzt sowieso hässlich sein. Also ich schreibe jetzt so, sorry, warte, nein, wir schreiben es nicht, sorry, ha noch nie wirklich etwas mit einem Dude gehabt, wie da noch so am Nein, Doch, das ist gut finden. so. nein, das ist nicht gut. Geht mir alles ein bisschen alles ein bisschen schnell. Aber wünsch Geht sehr schnell, er schreibt einfach. wünsch er wird dir arschgefickt. Glück Ich bin mit auf arschgefickt. der Suche Nochmal bitte. nach Poststechen. Rosette lecker. Nein, nach einem Stecher einfach. Nach einem wildigen Stecher. Sven, vielleicht bist du wirklich schwul. Ich glaube es nicht. Und jetzt, wie soll ich das noch schreiben? No
Kein böses, No homo. kein böses Blut. Wie schreibt man das? No bad blood. Nein. Wieso? No hard feelings. No hard feelings. Eventuell, ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Erfahrungen mache. Kuss. Auf die Nuss. Richtig unangenehm gewesen. Also, Ja, wir hören, glaube ich, mit dem. falls du das zuhörst da irgendwann, tut mir leid. Aber es war lustig gewesen. Du hast vielen Leuten Freude gemacht. Weiss ich nicht. Sicher 3. Ja, aber Es wäre sorry. nochmal etwas anderes gewesen. Aber glaub- bist du ein bisschen komisch, wenn du so reingehst? Oder ist das. Also ich. Nein, also, es kann schon sein, dass er... Also eben, wir müssen ja kein schlechtes Gewissen nach ihm gegenüber haben, für das ich nicht mit ihm pimpern will. Aber halt, wir fassen ja gleich dann einfach die Leute schlussendlich. Und mein Gesicht ist dann dort drauf. Drum. Ja. Und wenn es eben... Und so eine Frau wäre, Wenn's eine würden Frau wir wär, kein schlechtes Gewissen wäre haben. es nicht etwas... Nein, also so wie jetzt... Ich meine jetzt da, die Mini-Erfahrung, die wir jetzt da gemacht haben. Hast du einfach 10 Likes direkt von Männern und die starten nachher so rein. Bei Frauen ist das immer so. Ja, Frauen- Frauen tun ja nicht so reinstarten, oder schon? Nein, aber, Eben. aber für Genau. Frauen, wenn die Für Tinder... Frauen ist es immer so, ja. Das ist verdammt Ja. hart. Das ist wirklich Das ist hart. hart, Das ist Kollege. voll krass. Die haben Tinder seit 10 Minuten. Das ist so drum. Abartig. Und Drum, bei wenn- Frauen ist das nur schlimmer. wenn Die jetzt Frauen sehen noch schön aus. Wenn jetzt Sagst irgendwie du das ein zu paar dir? Frauen mich würden anfragen von wegen und nachher kannst du so wie... Oder es gibt sicher auch Dudes, die du dann normal kannst schreiben, logisch. Aber so die kurze Erfahrung da gerade ist einfach... Okay, zuerst mal gerade 10 Likes von Männern und die sind dann vielleicht alle so drauf, keine Ahnung. Also der erste vielleicht per Zufall gerade so drauf. Aber ich gehe jetzt davon aus dem, was alle Leute erzählen, dass es eher normal ist, dass die Männer so drauf gehen. Und dann ist es wie gar nicht eben, dann kannst du nur... Ja, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber frag ihn noch, wie er wird die Welt verbessern. Er hat etwas geschrieben und er hat es wieder gelöscht. Ja, das ist am Schreiben. Sorry, was habe ich geschrieben? Also, sorry, ich habe noch nie wirklich etwas mit einem Dude gehabt. Bin da noch so am Herausfinden, geht mir alles ein bisschen schnell, aber wünsche dir Glück auf der Suche nach einem Stecher. Eventuell ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Erfahrung gemacht habe und zweimal ein Kuss. Smiley. Der weiss doch, dass wir ihn verarschen und jetzt ist er traurig, dass er verarscht worden ist. Wieso? Das ist voll die offene Antwort. Ja. Wenn wir ihn verarschen würden wollen, dann hätten wir ihn richtig gefickt. So, ah ja, und was sind nur so deine dreckigen Gedanken? Wie willst du gefickt werden? Ja. Ich komme vorbei und tu dir mein richtiges Ding und dann gehst du ins Dirty Talk Zeug rein, das wäre daneben. Das wäre daneben. Du musst den Namen, glaube ich, wirklich piepen. Weil der Wieso? ist 1 Kilometer von uns entfernt, der Mutter. Das heisst gar nicht. Okay. Es gibt viele so Leute. Haben wir den Namen gerade mal gesagt? Ja, etwa 5-mal. Willst du den Namen piepen? Schaffst du das so, Joshi? Tobias hat mich auch Wieso geliked. Wieso schaffst du das nicht, Joshi? Keine Ahnung. Was, wie es Wie kann? das schaffen? Ja, einfach einen Piepton reinmachen, das ist vielleicht besser. So, wenn wir mal... 13 Likes. Von Männern. Wahrscheinlich. Ja, wir können eben nicht mehr liken, weil wir haben alle Likes ausgeben. Ah, Die Chiara hat es geliked, hä? welches Chiara? Das Chiara. Die, was erst ist wieder. Welches erstes? Sag mal, wie sieht sie aus? Ah ja. Und wir können jetzt nicht mehr liken, oder Ja, was? das hätte sie auch geliked, aber es geht nicht mehr. Das ist ein TÜV-Fahrer, weißt du? Das ist aber nicht gut für die Umwelt, Nein, das ist nicht gut für die Umwelt. muss man Das ist sagen. nicht für dich. Du kannst ja am Schwulen sagen, was willst du machen zum Vater? Und dann sagt er, ja, ich bin schwul, Kollege, ich lasse mich in den Arsch ficken. Ich mache sich kein Kind, das ist einfach mal gut. Das wäre Oder krass. eben auch nicht. Das wäre krass, wenn er Das, so, das ist wenn nicht. er so Mann. im Thema rein Er wäre. schreibt wieder, vielleicht schreibt er einen mega langen Text. Ja. So, oh, das ist nicht okay. Wenn er so im Thema rein wäre, wäre krass. Oh, und jetzt so voll dir hilft, auf Zufuhr zu wechseln. Oder was meinst du für das Thema? Hast du ihn gefragt? Klimawandel-Thema. Du hast ihn ja gar nicht gefragt. Nein, aber weil du gesagt hast, er sagt nachher, dass er kein Kind macht und darum das Beste für das Klima ist. Aha, ja, aber eigentlich ist es ja nicht besser. Weil wir sterben dann alle alt. Was, wir sterben alle alt. Der ist voll überlegen, was er schreiben soll. Ja, er ist, er ist sich voll am überlegen. Wahrscheinlich guckt er schon dort wie ein Halbständer. Und überlegt sich voll, wie kann ich jetzt mich noch, Wie kann über ich ihn ihn noch jetzt überreden. so bringen, dass er zu mir kommt und mich pimpert? Das ist schon lustig. Oh.
musst keine Erfahrung haben. Du bist ja... Hat das jetzt falsch verstanden? Nein. Er meint, er muss keine Erfahrung haben, weil er deswegen keine Erfahrung hat. Er braucht das nicht. Du bist ja am herausfinden, wie es ist mit einem passiven Sex so. Jetzt hättest du die Möglichkeit, das herauszufinden. Hat er jetzt geschrieben? Ja? Der ist voll Er am... lädt nicht locker, ja? Nein. Was machen wir jetzt? Schreib schon, ich kann meine Tat verbessern. Das wird jetzt von ihm noch wissen. Das ist das Einzige, was mich interessiert, sorry. Bei denen alten, also nicht jetzt auf die Leute persönlich bezogen, aber ich meine, so bei neuen Leuten kennenlernen, das interessiert mich im Moment gar nicht. Wenn wir den Podcast ganz neu auf Ich bin schon überfordert mit euch. und das Tinder wieder löschen und alles hochgeladen. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Ja, ich glaube, es war ein riesen Fehler. Es ist so gar nicht lustig. Es ist einfach nur... Es ist schon lustig. Es ist schon lustig. Ja. Schlecht. Aber ich fühle mich auch schlecht. Ja, das ist geil, Es wirklich. fühlt sich gar nicht gut an. Der Fehler war aber glaube ich wirklich, gewesen, dass wir eine Art Interesse an allen, also auch an Männern gestellt haben, weil sonst... Ja, aber es ist okay, wenn wir Frauen veranstalten, oder? Nein, die müssen wir dann nicht mega verarschen, dann könnte man etwas Normales schreiben, die würden dann wahrscheinlich nicht gerade so reinkommen. Sich voll zum Aff machen. Ah, kann ich? Ja, Männer machen dich halt zum Aff. Ja. Ja, wegen mir, aber statt das spielt ja keine Rolle. Schaut, ja, nur 3 Leute. Kannst du die Fragen? Ich mache jetzt auch so weiter, wenn es okay ist. Yoshi, du tust jetzt auch nicht mehr Tinder, du tust jetzt mit uns da schauen. Herzlich willkommen. Wieso machst du das so nochmal herzlich willkommen? Ich kann einfach wollen, sorry. Also, falls Leute verwirrt sind, wir haben eine lustige erste Folge, den ersten Teil aufgenommen und wo der Gio stundenlang wird müssen zusammenschneiden, weil die Hälfte haben wir nicht geredet, die andere Hälfte haben wir Scheiß gemacht, aber es war lässig gewesen. Und jetzt geht es weiter. Ist es lässig? Mit dem zweiten Teil. Ja, schon lässig gewesen. Ja, aber warte, das wird in einem Podcast ja, kommen, ja, oder? Ja, ja. Aber die Frage ist eben das Zusammenschneiden oder eben das separat mal eine lustige Folge macht. Es geht um das ja. Tinder-Zeug oder Sven eben müssen das Tinder-Profil machen und Und dann... dann haben wir einfach ein schlechtes Gewissen Aber bekommen. ja. Der erste Dude, der uns Ja, vorher das Ding ist, wir haben dreckig das, reingekommen wir haben das ist. gerade jetzt gemacht und hat uns gerade einer geschrieben. Aber so richtig grusig. Und so richtig grusig. Und dann haben wir, So wirklich grusig. und dann haben wir ein schlechtes Gewissen bekommen. Dann haben wir aufgehört und mit dem Eigentlich müsstest du genau, wenn jemand so grusig schreibt, auch genau kein schlechtes Gewissen haben eigentlich. Ja, Nein, das es ist ja alles nicht so easy, grusig gewesen. aber- Es ist ja nicht Ja, es ist grusig schon nicht so Das grusig. ist alles Er hat auch das easy, Bedürfnis aber- gehabt, es war easy gewesen. Aber mich ist es mehr so, mein Gesicht ist halt dort drauf. Und der hat dann das Gefühl, also entweder hat er das Gefühl, eben irgendwann checkt er, dass man sich einfach über ihn lustig Ja. macht. Das ist verdammt unangenehm. Ja, und es ist ja auch nicht Oder- irgendwie einer von Bern oder so. Es ist einfach ein halber Kilometer entfernt. da. Oder es ist einer, der nachher, wenn es nicht kann, in dem Sinn auflösen und sagen so, hey, sorry, ich habe dich gerade verarscht, eine halbe Stunde lang und es war lustig. Ja. Gewesen. Dann hat er das Gefühl, dass er vielleicht bei mir kann landen kann. Und das ist ein Dude, wo ich irgendwann dann das Glas locker mal sehe. So. Und das ist wie so, ja, okay, müsste nicht sein. Gut. Was haltet ihr eigentlich? Aber schon ein guter Versuch gewesen. Ja, sorry, Betsy. Hey, habt ihr gewusst, Fettleibigkeit hat die Tödlichkeit von Krebs abgelöst? Von den tödlichsten Krankheiten. Scheiße. Ja, welche Studie sagt das? Wieso? Was ist der Was ist das? was ist der Witz an dem? Oder Was ist der Witz an der? Schon ein Missgeworden. so ein Schwurbler? Oder? Ja. Du hast gerade selber Schwurbler-Vibes von dir Die bekommen. andere, weißt du, in dem Video. Ah, die Es Fett. gibt eine andere Die Studie. den 13 Fragen-Video. Ah. Ja, habe ich auch so als Side-Fact droppen. Finde ich krass. Aber du hast eine Frage an uns gehabt. Ja, würdet ihr, wenn ihr Kinder habt, so Games ab 16 und 18 verbieten? Und wenn, wie lange? Das ist eine gute Frage. Mm. Ich denke, sie machen es ja gleich. Aber wenn es so verboten ist, hat es halt so den Reiz vom... Ja, gell, für sie ist es aber gleich geil, wenn es verboten ist. Ja. Mhm. Weil dann ist so das heimliche Spielen und so. Du nimmst ihnen jetzt Interesse ja nicht weg, in dem Sinne verbietest. Du machst es nur noch schlimmer. Und ich glaube, es ist ja besser, wenn sie es heimlich spielen, weil dann wissen sie, es ist etwas nicht Normales. Mhm. Wenn du einfach sagst, ja, ist easy und dann hast du das Gefühl, es ist voll normal, dass man einfach Leute umbringt. Mhm. Weil das gibt ja das Bewusstsein, dass es eigentlich nicht normal ist. Mhm. Darum ist das Spiel ja ab 18. Ich bin noch nicht 18. Ja. Ich glaube, ich das verbieten. Einfach auch, dass sie... Wenn ich weiss, dass sie spielen, bin ich nicht der grösste Ja. Missgeburt und so. Also vielleicht, wenn ich so offensichtlich sehe und sie merken, sie gehen Fick und es ist ihnen egal, Ja. dass sie missbemerken, dann würde ich sie ihnen wegnehmen und so. Und das ist so, wenn ich so weiss, okay, ich schaue PSA, da drauf ist das Spiel installiert. Ja, easy. Ja, das spielt vielleicht heimlich.
Und irgendwie müssen sie auch die Erfahrung machen. Dass Ja, und ich will auch mal in den Raum reinkommen, wo einer ganz schnell aus Versehen den Fernseher umstellt. So, wir müssen so da am tut, Fernseher als- schauen. Als würdest du es nicht checken. Und du Ja. bist so, Wie machst du das erste Gespräch mit ihnen so, was nachher so, wenn es um so sexuelles Zeug geht? Das mache ich gar nicht. Das machst du gar nicht. Wieso selten? Ich merke ja, wenn es. Das musst. Ich glaube, das Gespräch, das merkst du, wenn es es braucht. Und sonst braucht es Kann man nicht. das Ich habe letzte gar Jahr kein überlegt? Gespräch gehabt mit meinen Eltern. So. ja, ich habe das mir letzte Zufall gerade überlegt, wie würde ich das machen. Und irgendwie so ein Gespräch so aufgesetzt und so, das ist doch nicht geil für das Golf Nein. nicht, für dich nicht. Und irgendwie musst du ja wie einfach signalisieren oder zeigen, dass du voll parat bist, sie können mit dir über alles reden. So. Und irgendwann mal so, wirklich, wenn du das Gefühl hast, dass sie jetzt etwas mega Dummes machen oder so, dann irgendwie sagst du so, hey, du weißt was. Also, ja. Hey, schau an, dann noch fast kommst du wie so Gräuelbilder. Sagst, schau, wenn du zu viel rumgepinkelst, bekommst du dich Ranken. Oder Dein Blut ist aus dem Arsch. Ja, das ist ja der Job vom Schuh. Also so Bilder Von der zeigen, Schule. wie es aus dem Arschlochblut ist. Ja, Die kommst du über. Das sind ja gut. Das sollte man das machen. finde ich. Die Bilder kommst du in der Schule über. Das finde ich gut. romantisch. Ich weiss auch nicht, wenn man Sexualunterricht sollte haben. Ab wann? Ja. Also Du neuerdings willst im eigentlich. Kindergarten, oder? Schon machen. Also Also ab Kindergarten, das halt ab dem fertig. Kindergarten schon so Sachen thematisieren wie eben die verbotenen Zonen oder so, wo du nicht einfach herlangen darfst. No, so. Oder das Nein, irgendwie don't touch me fängst du there. recht früh This jetzt is mittlerweile my schon den Mario Square. Kind anprobieren zu erklären, dass ihr Körper reingehört und sie dürfen entscheiden, wer wo anlangen. Das probiert sie jetzt möglichst früh schon ein bisschen reinzubringen. Was ja nicht schlecht ist, glaube ich. Was einfach nicht so viel bringt. Und Mo, das ist gut. irgendwie so ab der 5. Klasse mal so langsam so ein bisschen anfangen mit eben eher so den emotionalen Themen oder so, wäre sicher, also ist sicher gut, Ja, was sie und jetzt machen. Hormon. Und dann an der Oberstufe müsstest du richtig reinfitzen mit dem Zeugs. Mhm. Weil dort wird es richtig relevant und dort erleben sie es selber. Und das wie in der Schule gerade kannst du noch signalisieren, dass du wie ganz normal mit dem Zeugs kannst umgehen und es mega wichtig ist, um darüber zu reden und aufklären und so. Ja, ich finde auch, Sven. Wisst ihr, wie Well wie ich said, mein. my friend. Well said. Weißt du, dass man es ein bisschen bemerkt? Was? Kinder sind so dumm, die haben so das Gefühl, die Eltern checken nichts, dabei checken die Eltern alles. Ich weiss nicht, ob ich das kann machen kann. Alle Eltern so nicht checken. Aber ich weiss nicht, ob ich das Du willst kann. einfach die Kinder auslachen. Ich beim will sie ersten richtig Mal. auslachen. Ich würde Ihr sagen, seid Alter, so ist jetzt so dumm. dumm. Mann. Und dann würden sie genau so richtige Dumm weg. Pissnelke werden. Kackbratze. Wir haben das Gefühl, wir sind anders gewesen und checken das nicht. Was ist los bei dir? Ich frage mich, wie hart das ist, wenn du so wirklich selber lässt. Ich hatte das als Lehrer so ein bisschen gehabt. Schon? Du merkst wie, du checkst wie mega viel, aber bist wie so, hey, ja, eigentlich ist es mir egal, weil lieber tun sie etwas machen, damit sie, weil sie das Gefühl haben, so, oh, es ist ein bisschen verboten, aber eigentlich ist es etwas völlig random Zeug, Was wo denn niemand zum interessiert. Also ihnen zu sagen, Bro, Alter, wir haben viel schlimmere Sachen gemacht. Nein, Und dann machen sie noch schlimmere als Sachen. irgendwie sie so zusammenzuschiessen wegen so etwas und nachher Ja, suchen sie sich einfach irgendetwas anderes. Ja, weißt wo du, schlimmer das Ding ist. ist, ich finde immer so lustig, die alten Kinder so, die heutige Jugend und so. Und meistens so im gleichen Satz kommen, zum Beispiel, wir haben früher noch halt die unkorrekteste Story raus, die es nur gibt. Und dann so, was ist jetzt an euch besser als an uns? Weil einfach noch physische Gewalt dabei war, ist es einfach Ja, ein bisschen physische besser. Gewalt macht schon viel besser. Physische Gewalt. Ja, noch oder so- emotional, das Weißt du, dann Missbrauch. kommt irgendein Großvater und erzählt so, hey, ja, dem haben wir das und das gemacht und von dem haben wir den Stuhl in die Luft gejagt. So, Bro, Alter! Das ist ja so etwas als Kind. Gut, ich habe das, in Deutschland ist das nun mal ganz anders. So New York Bilder und so. Mhm. Die gehen ja auf Polen und holen sich die krassen Sachen. Ja. Wir haben gar nicht krasse Sachen gehabt. In der Schweiz haben wir das gar nicht. Also die sind viel Hat's immer krasser, voll aber in als Kind Grenzen macht man das voll gehalten. gerne, als Erwachsener denke ich so, Alter, sind die dumm? Und ich frage mich, wieso habe ich Geld gehabt für das? Ja. Also das ist ja so teuer. Wo habe ich das Geld her? Jetzt denke ich mir so viele Sachen. Hey, wie habe ich als Kind das mir leisten können? Ich habe WoW gegeben als Kind, Alter. Das ist 50 Stutz im Monat. Oder 50 Stutz alle 2 Nein, Monate. 50 nicht. Also Ja. im Monat nicht. Oder alle 2 Monate. Oder alle 3. Du hast, glaube ich, 3 Dinge gekauft. 50 Stutz, Kollege.
Ja, Alle nichts 3 anderes Minuten. gemacht. Hä? Nichts anderes gemacht, oder? Ja, nichts anderes gemacht, wie ich Geld verdient. Ich habe ja kein Geld verdient. Hey, das ist jetzt sicher einfach irgendwie Ja, auf weil Weihnachten du hast doch mit Geld deinem Vater bekommen geschafft und gehabt, um die Früchte Ah, stimmt. Jetzt auch nicht auf mehr. Und du hast irgendwie 50 Weihnachten Stutz im Monat bekommen. und so Zeugs. Ich glaube, Stufe. Sackgeld. Aber dann muss ich mein Handy zahlen. Meine Handyrechnung, meine Kleider. Und dann bin ich auch der grösste Job. Ich habe noch Kleider gehabt. Kleider ist mir selber schon posten mit den 50 Stunden. Ja, also Mami hat mir dann auch schon ein Post nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, früher bist du einfach angezogen worden. Ich weiß gar nicht, ob sich das geändert hat. Irgendwann hat sich geändert. Nachher hast du zuerst mal so eine 5-Jahres-Übergangsphase oder 10-jährige Übergangsphase, bis nachher irgendwann checkst, so, hey, eigentlich kann ich einfach selber mal alles rauskriegen und selber neue Kleider posten, die wirklich mir gefallen. So. Und dann denkst du, aber ich bin der Sven und ich bin Öko und ich darf gar nicht rauswerfen. Das ist bei mir eben das Problem, ja, weil sonst hätte ich schon lange... Darum weißt du dich Die immer an wie ein Hälfte- kleines Kind. Ja, die Hälfte von den Kleidern, die ich habe, regen mich schon seit 5 Jahren auf. Spider-Man-Unterhösli. Nein, das Ja, wäre der schon nicht Elia. ganz. Aber der Schon nicht trägt das auch mit der Überzeugung. Ja, und dann ist es auch kein Problem. Wenn es mit Überzeugung da ist, dann ist es, glaube ich, kein Problem. Voll easy. Aber wenn Das ist so... auch sonst voll easy. Ja, ja. Das ist einfach ein bisschen komisch. Genauso komisch wie ein Arsch gefickt zu werden will. Wenn ich keine... Ja, Nein, das müssen wir rausschneiden. Piep! Ich habe nichts gesagt. Joshi schießt zu Hause schneiden und verpasst wahrscheinlich ja. Ich habe Das nichts passiert gesagt. nicht, das bleibt dann nicht. das bleibt sogar drin, wenn ich es höre. Ja, dann muss man verantwortlich gemacht werden für die dummen Sachen, die er sagt. Irgendwie, ich hab ein paar Sachen, die ich... Ist es dumm? Ja, weil es ist ja easy, wenn man die Arsch gefickt werden. Ja. Aber wieso ist es dumm? Ich habe gesagt, es ist nicht so schlimm wie das, aber es ist ja Vielleicht gar nicht schlimm, komisch, sich in den oder Arsch gefickt zu werden. Das ist edel. Ja, voll. Wir wollen eigentlich alle mal in den Arsch gefickt werden. Wir wollen alle. Ja, wir 3. Ja. Wir machen den Zug. ist voll Wir brauchen aber noch mehr Leute, dass wir einen Kreis bilden. Dann ist kein Zug mehr, dann ist ein Wir Kreis. brauchen jemanden, der zuhinterst und zuvorderst Das ist, glaube ich, voll nicht meins. Ich bin zuhinterst. Du bist jetzt hinterst, du bist vorderst. Du bist der Serdi-Voti. Nein, gar nicht. Gegenüber Männern. Joshi, du bist so weit weg vom Mikrofon. Du bist so eine Misse, ich habe gar nicht gehört. Ja, zum Glück nicht. Oh. Also, jetzt bin ich wieder der Böse. Hä? Was bist du bist? Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr besser. Ich glaube, es wird wirklich nicht besser. Und nicht ich muss mehr wirklich besser, auch ja. fest schiessen. Easy, hören wir einfach auf. Lassen Ja. das als dumme Folge. Und jetzt müssen wir aber wirklich... Da hocken wir nachher zusammen und tun Das die nächste Konzept. Folge vorbereiten oder so. Dass die nächste Folge wirklich besser wird. Also, Jungs, wir wollen euch wieder versprechen, dass es wieder bessere Folgen Ja, es wird wieder so... Wieder Voll. mal ein Ja, Hormon sicher. auch, weißt du? Ja, Mit wieder mal so Informationen, die Wir gut einfach sind. immer nach dem Podcast noch schnell... Probieren wir es mal so. Nach dem Podcast schnell zusammenhocken und schauen, dass die nächste Folge gut wird. Ja. Ich habe das Gefühl, seit wir jetzt da einen Podcast aufnehmen, weil da ist es einfach so, ja, wir nehmen zu. Ja, Und man muss ehrlich sagen, wir haben das Problem, wir sind jetzt die letzten 7 Podcasts eigentlich mit Kater aufgenommen. Das ist nicht okay. ja. Ja. Also, Und sonst sind wir einmal Sport machen und haben diesen Podcast aufgenommen. Merkt ihr mal den Unterschied, wie eure Hirnleistung kaputt geht, wenn ihr Drogen habt. Drogen sind schlecht für euch. Vor allem für den Sven. So, ich gehe jetzt dem anderen Duco schreiben, wo er wohnt. Ich kann mal vorbeischauen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.